Eine 400 umstritten en großen Preis von Abu Dhabi dauert noch an. McLaren-Chef Zak Brown hat Druck auf die FIA ausgeübt, ihre Ermittlungen zum Grand Prix von Abu Dhabi abzuschließen. Die Debatte darüber, was sich in der Jazzmarine abgespielt hat, tobte weiter, nachdem Max Verstappen beim Saisonfinale unter kontroversen Umständen den Titel geholt hatte. Hamilton war mit seinem Red Bull-Rivalen punktgleich ins Rennen gegangen, schien aber 5 Runden Vorschuss zum Titel zu fahren, da mit 11 Punkten Vorsprung wurde. Dann kam jedoch der Sturz von Williams-Fahrer Nicolas Latifi und das berüchtigte Safety Car verfahren, bei dem Rennleiter Michael Masi sein ursprünglichen Anweisungen an die Fahrer änderte, eine letzte Rennrunde zu gewährleisten. Seine Aktionen bescherten Verstappen, der auf frischen Reifen unterwegs war, die Chance, Hamilton in Todesfall zu überholen und unter dramatischen Umständen die Flagge zu nehmen. Mercedes leitete ordnungsgemäß bei gescheiterte Proteste in das Verfahren ein und informierte sie vor dem Verlassen von Abu Dhabi über ihre Absicht, Berufung einzulegen. 4 Tage nach dem Rennen bestätigten sie jedoch, dass sie diese Vorgehensweise nicht verfolgen würden, aber ihre Wut blieb deutlich, da sowohl Hamilton als auch Toto Wolff die FIA-Preisgala zum Saisonende in Paris boykottierten. Ein Teil ihrer Bereitschaft wurde zurückgenommen, weil die FIA zustimmte, eine gründliche Untersuchung der Vorgänge durchzuführen, aber diese Untersuchung dauert an, ohne dass eines des Folgerung gezogen wird. Und jetzt ist Brown ungeduldig geworden und fordert die Behörde auf, die Dinge rechtzeitig für die neue Kampagne zu klären, die am Wochenende von 18. bis 20. März in Bahrain beginnt. Es dauert nicht lang, eine Untersuchung durchzuführen, sagte Brown bei den Autosport Awards am Sonntag gegenüber Sky Sports News. Lass es uns erledigen, lass uns zum ersten Rennen des Jahres gehen und über das erste Rennen des Jahres sprechen, nicht das letzte Rennen des letzten Jahres. Die Art und Weise des Rennens in Abu Dhabi hat viele Kritiker dazu gebracht, die Glaubwürdigkeit der Formel 1 in Frage zu stellen, waren Masi unter Druck geriet, zurückzutreten, nachdem beschuldigt wurde, die Regeln wesentlich ändert zu haben, ein aufregendes Ende zu erreichen. Brown argumentierte jedoch, der Sport könne sich von der Kontroverse rollen. Es kann definitiv sein Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, sagte Brown. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Schiedsrichter eine umstrittene Entscheidung trifft. Diese hier war ziemlich groß. Aber ich denke, der Sport wird daraus gelernt haben. Berichten zufolge wartete Hamilton auf das Ergebnis der Untersuchung, bevor sich verpflichtete, in der Kampagne 2022 zu fahren. Diese Woche veröffentlichte jedoch seinen bisher größten Hinweis, dass weitermachen würde, und hin zu Twitter, seinen Fans mitzuteilen, dass zurück sei, nachdem die Plattform seit Dezember nicht mehr genutzt habe.